Pflanzendrinks als Milchersatz sind gerade extrem beliebt. Doch können sie mit dem Original mithalten? Hafer, Soja oder Mandeln gibt's jetzt auch zum Trinken. Pflanzendrinks liegen voll im Trend. Außer Hafer, Soja und Mandel gibt's auch Dinkel, Reis, Kokosnuss, Cashew, Buchweizen, Lupine, Hanf, Haselnuss, diverse Mischungen und einige Drinks gibt's sogar frisch aus der Kühltheke. Aber in welchen Tüten sind die besten, wertvollsten Nährstoffe drin? Taugen sie als vollwertiger Milchersatz? Worauf sollte man achten, ohne dass man eine Wissenschaft daraus machen muss? Kurz und knapp, hier 4 einfache Tipps zu Pflanzendrinks von Ernährungsspezialistin Gisela Horlemann vom Verbraucherservice Bayern. Beim ersten Tipp geht's um die Nährstoffzusammensetzung. Christina zum Beispiel will nicht mehr so viele tierische Lebensmittel zu sich nehmen und hat sich deshalb durch verschiedene Pflanzendrinks probiert. Also ich mag's, wenn der Drink nicht so dickflüssig schmeckt, sondern eher so ein bisschen frischer, leichter. Aber ist, was ihr am besten schmeckt, auch das ernährungsphysiologisch gesehen wertvollste? Christina macht sich zum Beispiel Gedanken um den Eiweißgehalt. In Hafer, Reis oder Mandelmilch ist da fast gar nichts drin. Bedenklich, gerade wenn man viel und gerne Sport treibt? Überhaupt nicht, so Ernährungsexpertin Horlemann. Denn wir alle sind über eine normale Ernährung mit Eiweiß völlig ausreichend versorgt. Das gilt auch für Sportler, ausgenommen wirkliche Hochleistungssportler und sogar Veganer. Wenn ich mich rein pflanzlich ernähre, fehlt mir auch kein Eiweiß, vorausgesetzt, ich esse viele Hülsenfrüchte, ich esse viele Getreideprodukte und auch damit bin ich dann gut versorgt. Ersetzt man die Milch auf dem normalen Speiseplan durch Pflanzendrinks, muss man allerdings einen anderen Inhaltsstoff im Auge behalten, Calcium. Da kann es tatsächlich ohne Milchprodukte zu einem Mangel kommen. Auf das Calcium muss ich deswegen schauen, weil es zum Aufbau der Knochen beiträgt. Und dieser Knochenaufbau ist ja genau in jungen Jahren ganz wichtig und auch später, wenn man älter ist. Also man kann es relativ stabil halten, auch wenn man den Abbau nicht stoppen kann. Aber mit Calcium geht's langsamer. Keine schlechte Idee, Pflanzendrinks mit zugesetztem Calcium oder alternativ viel grünes Gemüse. In 100 Gramm Grünkohl, 400 Gramm Fenchel oder 400 Gramm Brokkoli ist etwa so viel Calcium wie in einem Glas Milch. Gute Calciumlieferanten sind außerdem Sesamsamen, Trockenfrüchte oder Haselnüsse. Der nächste Tipp, die Inhaltsstoffe von Pflanzendrinks. Verbraucherin Christina versucht sich gesund zu ernähren. Bei Müsli und Brot greift sie nach Möglichkeit zu Vollkorn. Frisches Obst und Gemüse gibt es täglich, Fertigprodukte selten. Die Pflanzendrinks, die passen sehr gut in meine gesunde Ernährung rein, denn wir hatten ja Hanfmilch, Buchweizen, Mandel, Lupine. Das sind ja alles sehr, sehr hochwertige und wirklich gesunde Zutaten. Aber ich frage mich schon, wie viel kommt nach der ganzen Verarbeitung wirklich dann an? Also wie viel ist in so einem Pack dann überhaupt noch drin? Pflanzendrinks zehren vom gesunden Image ihrer Grundstoffe. Nüsse, Vollwertgetreide, Hülsenfrüchte. Aber sind sie ein gleichwertiger Ersatz? Pflanzendrinks sind gesund, aber sie sind nicht so gesund wie die Grundstoffe, aus denen sie gemacht werden, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man sich die Zutatenliste anschaut, dass ja etwa nur 10% dieser Ausgangsbasis im Pflanzendrink enthalten ist. Pflanzendrinks enthalten sehr viel Wasser und von den gesunden Zutaten bleibt nach dem Mixen und Absieben ein ordentlicher Rest von Fest- und Ballaststoffen, der nicht in die Tüte wandert. Wie viele Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe oder Fettsäuren in den fertigen Drink übergehen, bleibt Spekulation. Es gibt keine Studien, es gibt keine Zusammensetzung. Die Firmen geben dieses Geheimnis nicht wirklich preis. Und dass verhältnismäßig wenig drin ist, sieht man schon daran, dass das als
Zutat wieder zugegeben wird. Es werden Ballaststoffe wieder zugegeben, es werden Vitamine zugegeben. Müsste man alles nicht machen, wenn es original übernommen werden würde. Beim dritten Tipp geht's um die Zusatzstoffe. Bitte schütteln. Shake me. Schütteln, das muss man bei fast allen Pflanzendrinks, weil die Hersteller glücklicherweise auf Emulgatoren verzichten. Die enthaltenen Stabilisatoren sind meist unproblematische Ballaststoffe. Achten sollte man, so Ökotrophologin Hörlemann, auf zugesetzten Zucker, auch bei Bioprodukten. Einige Biohersteller verwenden schon Süßungsmittel, allerdings keinen Haushaltszucker, sondern eher Rohrzucker oder vielleicht Agavendicksaft, also alles Süßungsmittel. Aber die wollen wir ja auch nicht haben. Und schließlich der Tipp zu den Schadstoffen. Irgendwas ist immer. Nickel in Soja, Arsen im Reis, Schimmelgifte in Nüssen. Ich würde aber gerne die pflanzlichen Drinks wirklich weiter trinken. Gibt es da irgendwie einen Tipp, um das Ganze zu minimieren? Also sein Risiko kann man minimieren, indem man beispielsweise mal zu Soja greift, mal zu Reisdrink greift, mal zu einem Haferdrink greift oder auch zu einem Mandeldrink greift und eventuell sogar noch den Anbieter hin und wieder wechselt. Dann kann man ziemlich sicher sein, dass man da verschont bleibt vor irgendwelchen Schadstoffen. Echte Mandeln, Haferflocken oder Sojabohnen ersetzen die Drinks wahrscheinlich nicht. Aber sie sind durchaus eine gute Alternative bei Unverträglichkeiten oder für die pflanzliche Ernährung.